Wir haben ein wichtiges Thema, Imamo pomembno temo, Gehorsam durch Jesus. poslušni po Jezusu. Was tut Gott, was tut der Mensch? Kaj je Božji del, kaj je človeški? Wozu beruft eigentlich Gott Pastoren, Prediger in den hauptamtlichen Dienst? Zakaj Bog kliče ali pa vabi pridigarje, pastorje v službo? Das steht in Römer Kapitel 1, To stoji v Rimljanih, Vers 5. prvem poglavju, peti vrstici. Pardon. Römer 1, Vers 5. Rimljanom 1,5. Durch ihn, durch Gott, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, Po Gospodu smo prejeli milost in apostolstvo, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. da bi zaradi njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere. Gott beruft in seinen Dienst, Bog v svojo službo kliče, damit die Pastoren, die Prediger andere Menschen anleiten, da bi pastori, torej pridigari, druge ljudi vodili im Gehorsam des Glaubens zu leben. k življenju poslušnosti vere. Und im Römer Kapitel 16, am V Schluss, 16. torej na koncu pisma Rimljanom, v 16. poglavju, wird uns gesagt, wodurch dieser Gehorsam des Glaubens möglich ist. kako je možna ta poslušnost vere. In Vers 25, ich kürze der Zeit halber ein bisschen ab, steht, 25. vrstici bom malo skrajšal, dass Gott uns ein Geheimnis offenbart hat. da nam je Bog razkril eno skrivnost, Vers 26, v 26. vrstici. nun aber offenbart ist das Geheimnis, A je bila zdaj razodeta ta skrivnost auch kundgemacht durch der Propheten Schriften, in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških pismih, nach Befehl des ewigen Gottes, ja, po ukazu večnega Boga v preroških pismih, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. to je razodeta skrivnost vsem narodom, da bi bili poslušni v veri. Durch ein Geheimnis, das offenbart wurde, Po skrivnosti, ki je bila razodeta, will Gott den Glaubensgehorsam aufrichten. Bog želi vzpostaviti poslušnost vere. Hier steht nicht, was dieses Geheimnis ist. Vendar tu ne piše, kaj je ta skrivnost. Das steht in Kolosser 1, Vers 27. To pa je zapisano v Kološanom 1,27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kristus v vas, Das upanje ist das offenbarte slave. Geheimnis. Kolosov 1, Vers 27. torej Kološanom 1,27, njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani. Namreč Kristus v vas upanje slave. Kristus v vas upanje slave. Es ist also notwendig, dass Christus in uns lebt, damit wir diesen Gehorsam durchführen können. Da bi bili poslušni, da bi mogli torej živeti v tej poslušnosti, je nujno, da Kristus živi v nas. Und wie wird dieser Gehorsam empfunden? Kako pač najdemo to poslušnost? Schlagt die Texte nicht auf, notiert sie nur. Ne odpirajte besedil, si jih zapišite. 1. Johannes 5, Vers 3. Prvi Janezov list Seine 5.3. Gebote sind nicht schwer. Njegove zapovedi niso težke. Matthäus 11, Vers 30. Matej 11:34. Meine Last ist leicht. Moje breme je lahko. Psalm 119. Psalm 119. Ich habe Freude an deinen Geboten. Imam veselje v tvojih zapovedih. Sie sind mein Schatz. So moj zaklad. Sie sind mir lieber als 1000 Stücke Gold und Silber. So mi ljubše od 1000 zlatnikov in Süßer srebrnikov. als Honig. Slajše od medu. Sie sind mir ein Entzücken.
so mi užitek, Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. veselo hodim, ker iščem tvoje ukaze. Glaubensgehorsam ist eine wunderbare Sache. Poslušnost v veri je čudovita stvar. Leider erkennen das viele heute nicht. Žal, mnogi danes tega ne spoznavajo. Und warum? Das steht in 2. Korinther 4, In Vers zakaj 3 und to 4. piše v 2. Korinčanom 4, 3 in 4? Ist unser Evangelium verdeckt, Če je naš evangelij zakrit, so ist denen verdeckt, die verloren werden, tako je tudi zakrit tistim, ki gredo v pogubo. den Ungläubigen, Nevernim, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, katerim je Bog tega sveta zamračil dass sie nicht sehen das helle Licht des da ne Evangeliums. morejo videti svetlo luč evangelija. Satan verblendet die Sinne. Satan zamračuje Das hat zweierlei Bedeutung. Es kann sein, To je lahko, recimo, da ne vidimo, ich sehe die Sache überhaupt nicht. sploh ne vidimo, Es kann sein, lahko, verzaubern. da nas začara, Das heißt, dass ich was Falsches für wahr annehme. da lahko jemljem nekaj, kar je napačno, za pravilno. Glaubensgehorsam ist ein Gehorsam, der mit Jesus zusammen erbracht wird. Poslušnost vere je poslušnost, ki ima povezavo z Jezusom In der Kraft des Heiligen v Geistes. moči Svetega Duha. Wodurch ist Christus in uns? V čem pa je, kako je Kristus v nas? Epheser 3, Efežanom 3, 16 und 17. 16 in 17. Dass euch Kraft gebe, Naj vam da po bogatstvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrudite v notranjem človeku. stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, Torej, da se utrdimo, da se okrepimo v notranjem človeku. dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih. Durch den Heiligen Geist wohnt Christus in meinem Po Herzen. svetem duhu Kristus stanuje v našem srcu. Christus in uns bedeutet, Kristus v nas pomeni, dass der Glaubensgehorsam möglich ist. da je možna poslušnost vere. Ellen White sagt, Ellen White pravi, wenn ein Mensch Christus aufnimmt, kadar neki človek sprejme Kristusa, empfängt die Kraft, das Leben Jesu zu leben. takrat pridobi moč, da v življenju živi Jezusa. Selbstverständlich gibt es auch im Gehorsam und im Glaubensleben ein Wachstum. Seveda, v poslušnosti in v življenju vere obstaja rast. Es ist so wichtig, im Glauben zu beachten, was Jesus gesagt hat. Pomembno je biti pozoren na to, kar je Jezus povedal. Sagt in Johannes 15, Vers 5, V Janezu ohne mich könnt ihr nichts tun. 15:5 je rekel, brez mene ne morete ničesar storiti. Das gilt auch für den Bereich des To Gehorsams. velja tudi za področje poslušnosti. Und Ellen White, diese profunde Bibelkennerin, Ellen White, ta poglobljena poznavalka Svetega pisma, die hat es wieder hervorragend formuliert. je to izvrstno tako formulirala, prikazala. Derjenige, der versucht, den Himmel zu erreichen durch seine eigenen Werke, Tisti, ki poskuša doseči nebesa lastnimi deli, indem das Gesetz hält, tako da drži zakon, postavo, versucht eine Unmöglichkeit. poskuša nemogoče. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam, Človek se ne more rešiti brez poslušnosti, aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. toda njegova dela ne bodo šla iz njega,
Christus sollte in ihm wollen und vollbringen zu seinem Wohlgefallen wirken. Kristus mora v njem doseči delovanje in željo, voljo in delovanje. Gehorsam in eigener Kraft ist ein unmögliches Unternehmen. Poslušnost z lastno močjo je nemogoče početje. Aber Gehorsam ist notwendig. Toda poslušnost je potrebna. Gott hat ja die Ordnungen geschaffen zu unserem Besten. Bog je uredil stvari, da so v redu za naše dobro. Ich vergleiche das immer mit der Straßenverkehrsordnung. To vedno primerjam s prometnimi predpisi. Die ist geschaffen, dass jeder gut vorwärts kommt und keiner den anderen behindert. Oni so tukaj zato, da vsak lahko gre naprej in pri tem nobenega ne ovira. So sind die Ordnungen Gottes zu unserem Besten geschaffen. Tako so tudi Božje uredbe in zakoni zato tukaj. Der Gehorsam ist sogar ein Kennzeichen, ob wir Gott kennen. Poslušnost je pravzaprav tudi znak tega, ali poznamo Boga. 1. Johannes, 1. Janezov list, Kapitel 2, Vers 3. Drugo poglavje, 3. vrstica. Und an dem merken wir, dass wir ihn, Jesus, kennen, Potem vidimo, da poznamo Jezusa, wenn wir seine Gebote halten. če držimo njegove zapovedi. Kapitel 1. Johannes 2, Vers 3. 2.3. 1. Janez 2.3. Da smo ga spoznali, spoznavamo potem, če se držimo njegovih zapovedi. 1. Johannes 3, Vers 24. 1. Janez 3.24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Ohne Gehorsam kann man gar nicht in Jesus bleiben. Brez poslušnosti ne moremo ostati v Jezusu. Gehorsam ist ein Kennzeichen, ob wir Gott lieben. Poslušnost je znamenje tega, ali ljubimo Boga. 1. Johannes 5, Vers 3. Ista knjiga, 1. Janezov list 5.3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi in njegove zapovedi niso težke. Die Bibel zeigt uns, dass der Gehorsam ein Kennzeichen der letzten Gemeinde kaže, ist. da je poslušnost znamenje zadnje cerkve. Offenbarung 12, Vers 17. Razodetje 12:17. Die da halten die Gebote Gottes. Moment. Die se 12:17. Torej se je lotil tistih, ki se ravnajo po Božjih zapovedih. Offenbarung 14, 12. Ali recimo razodetje 14:12. Hier sind die da halten die Gebote Gottes. Tu so ti, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa ali pa Jezusove vere. Aber wir müssen festhalten, was unsere Lektion gesagt hat. Vendar se moramo držati tega, kar nam pravi naš nauk. Der Gehorsam ist kein Mittel der Erlösung, Poslušnost pa ni sredstvo odrešitve, sondern ampak ein Mittel, sredstvo, das die Folgen und Segnungen der Erlösung im Leben der Erlösten deutlich macht. ki jasno kaže posledice zveličanja v življenju svetih. Der Gehorsam ist in und durch Jesus. Poslušnost je v in po Jezusu. Jesus war als Mensch in allen Dingen gehorsam. Jezus kot človek je bil poslušen v vseh stvarih. Und über ihn wird uns gesagt in Hebräer 5, Vers 9, V Hebrejcem 5:9 govori o njem. und da Christus vollendet war, In ker je torej on dosegel popolnost ist geworden allen, die ihm gehorsam in sind, postal vsem, ki so mu poslušni, der Urheber ihres ewigen Heils. izvir
večnega odrešenja. Und Apostelgeschichte 5, Vers 32 sagt, Apostolska dela 5:31 piše: Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Bog daje svetega duha tistim, ki so mu poslušni. Römer 8, Vers 3 und 4 wollen wir aufschlagen. Apostolska dela 5:31 je bilo. Und das andere Römer? Römer 8, Vers 3 und 4. Rimljanom 8, 3 in 4 sedaj. Zuvor sagt der Apostel Paulus, dass er frei gemacht ist vom Gesetz der Sünde Predvsem und je des Pavel Todes. izjavil, da je bil osvobojen od postave greha in smrti. Dann sagt er in Vers 3, In tedaj pravi v 3. vrstici: denn was dem Gesetz Gottes unmöglich war, In kar je bilo namreč nemogoče postavi, weil es durch das Fleisch geschwächt war, ker je bila zaradi mesa brez moči, das tat Gott. je uresničil Bog Er sandte seinen Sohn s tem, da je poslal svojega sina in der Gestalt des sündlichen v Fleisches podobi grešnega mesa, und um der Sünde willen da bi premagal greh, und verdammte die Sünde im Fleisch. je obsodil greh v mesu. Und jetzt kommt es, In zdaj pride Vers 4, 4. vrstica. auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile in uns erfüllt v würde, nas, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. ki ne živimo po mesu, ampak po duhu. Der Text sagt, die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, Pravi tukaj to besedilo, da pravičnost, ki jo zahteva postava, wird in uns durch Christus erbracht. se bo v nas torej izkazala v Kristusu, po Kristusu. Aber nicht in den fleischlichen, sondern in den geistlichen Christen. In to ne v mesenih kristjanih, Das temveč ist v der große duhovnih. Unterschied im Gehorsam. To je velika razlika v poslušnosti. Der Gehorsam wird nicht durch uns erbracht, Poslušnost se ne dogaja preko nas, sondern durch Christus in uns. temveč preko Kristusa v nas. Deswegen ist es notwendig, beständig im Heiligen Geist zu leben. Zato je nujno stalno živeti v Svetem Duhu. Po Und der Svetem. Apostel Paulus fordert in 2. Korinther 13, Vers 5 auf, Apostol Pavel v 2. pismu Korinčanom, kapitel, versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. preizkusite se sami, če ste v veri. Kapitel 2. Korinther 13, Vers 5. 2. pismo Korinčanom 13.5. 13.5. Sami se preverite, ali ste verni, ali ste v veri. Prüft euch selbst. Sami se preverite. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? In preizkusite se, ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas. Es müsste denn sein, dass ihr untüchtig seid. Morda pa preizkušnje niste prestali. Wenn Christus nicht in uns ist, sind wir untüchtig. Če ni Kristusa ni v nas, mogoče smo bili, mogoče nismo prestali, tih nemarni bi bilo rečeno bolje. Wann ist ein Auto untüchtig? Wann fährt ein Auto nicht? Kdaj je neki avto ne zadovoljuje, Wenn es Jawohl. kein Treibstoff hat, tedaj, ko nima goriva. da hat man zwei Möglichkeiten. Takrat imate dve možnosti. Schieben, Ali da ga porivate, sehr anstrengend, kar je zelo naporno, oder Benzin besorgen. ali da si priskrbite gorivo. Im Heiligen Geist leben. Živeti po Svetem Duhu. Wichtig ist, dass wir in diesem Zusammenhang begreifen, wann unsere Errettung geschieht. Pomembno je, da s tem v zvezi dojamemo, kdaj se dogaja naša odrešitev ali zveličanje. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt uns, Efežanom 2, 8 in 9. denn aus Gnade seid ihr gerettet worden.
Pravi takole, z milostjo ste namreč odrešeni po veri, torej preteklik. Der Apostel Paulus sagt der Gemeinde in Ephesus, ihr seid gerettet worden. Torej, apostol Pavel pravi Efežanom, vi ste rešeni. Die Rettung geschieht im Augenblick unserer Hingabe. Zveličanje, odrešitev se dogaja v trenutku naše izročitve. Und wenn wir von da ab in Christus bleiben, bleibt die Erlösung erhalten. In če od tega trenutka naprej ostanemo v Kristusu, tudi odrešitev ostane. Und wenn kommt, nimmt sie eine neue Dimension an. Kadar on pride, potem ta odrešitev sprejme novo razsežnost. Der biblische Gehorsam Svetopisemska poslušnost ist Liebe zu Gott, die zur Tat wird. Je ljubezen do Boga na delu. Und der Psalmist sagt, dieser Gehorsam ist ein Entzücken. Psalmist pravi, da je takšna poslušnost užitek. Ellen White sagt, Ellen White pravi, aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen. vsaka prava poslušnost izhaja iz srca. Auch bei Christus war Herzenssache. Tudi pri Kristusu je to bila stvar srca. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, Če smo z njim v soglasju, wird Christus sich so mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren, se bo Kristus z našimi mislimi in cilji tako identificiral, poistovetil, und unsere Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, in naša srca in naše cilje za svojo voljo stopil, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, da bomo mi, komu bomo poslušni, unsere eigenen Absichten verwirklichen. bomo uresničili lastne namere. Der Wille wird sein höchstes Entzücken darin finden, Volja bo svoj največji užitek v tem dobila, seinem Beispiel der Hingabe zu folgen. ko bo sledila njegovemu primeru izročitve. Leben Jesu, Seite 666. Torej, to je citat iz knjige Hrepenenje vekov tam proti koncu. Es muss uns klar sein, dass der Gehorsam in eigener Kraft nicht möglich ist. Torej, mora nam biti jasno, da poslušnost z našo lastno močjo ni mogoča. In Ni možna. Patriarchen, Propheten, Seite V 349, knjigi Očaki in preroki, über das Volk Israel, ki govori o Izraelovem ljudstvu, sie hatten weder eine rechte Vorstellung vor der Heiligkeit Gottes, oni niso imeli prave predstave o Božji svetosti, noch von ihrer großen Sündhaftigkeit niti o svoji lastni grešnosti und völligen Unfähigkeit, in svoji popolni nezmožnosti, dem Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu gehorchen. da bi bili z lastno močjo poslušni Božji postavi. Die große Frage ist, wie geht der Glaubensgehorsam praktisch vor sich? Spet veliko vprašanje, kako se dogaja ta poslušnost vere. Wir kennen alle die Hochzeit zu Kana. Vsi poznamo poroko v Kani. Dort hat Jesus sein erstes Wunder getan. Tam je Jezus storil svoj prvi čudež. Maria sagte ihm, der Wein geht aus. Marija mu je rekla, zmanjkalo je vina. Sie dachte, Jesus könnte irgendwie abhelfen. Pomislila si je, tu bi lahko Jezus pomagal. Aber Jesus hat das von ihr nicht angenommen. Toda Jezus ni tako od nje to sprejel. Irgendwie hat trotzdem Maria gehofft, dass Jesus helfen kann. Na nek način je Marija pomislila, da bi Jezus lahko pomagal. Und deshalb sagt sie den Dienern, In zato je rekla služabnikom, was Jesus euch sagt, das tut. to, kar vam Jezus naroči, to počnite. Mit diesem Wort baut sie Vertrauen zu Jesus auf in den Dienern. S temi besedami je ona zgradila zaupanje pri služabnikih, zaupanje v Jezusa.
Als Jesus dann den Dienern sagt, Ko je teda Jezus rekel s tem strežnikom, füllt die Krüge mit Wasser, napolnite posode z vodo, dann machen die das tedaj so to tatsächlich. dejansko tudi storili. Und dann sagt er, schöpft und bringt es dem Speisemeister. In potem je rekel, odnesite do starešine mize. Und dann tun sie es. In to so naredili. Und der stellt fest, das ist ja der beste Wein, den wir bis jetzt hatten. In na to je on ugotovil, da je šlo za najboljše vino, ki so ga do sedaj imeli. Wir wissen, es war unvergorener Traubensaft. Dobro, mi vemo, da ni šlo za pravo vino, ne? Za sok. Was waren die Schritte in diesem Vorgang? Kateri koraki so bili v tem dogodku? Maria baut Vertrauen in Jesus auf in den Dienern. Marija je tukaj izgradila zaupanje pri strežnikih v Jezusa. Aus diesem Vertrauen heraus Iz tega zaupanja tun sie diese vorbereitenden Schritte. Zaradi tega zaupanja so oni storili naslednje korake. Und das Wunder Čudež vollbringt Jesus ganz allein. je storil sam Jezus. Daran war weder Maria noch die Diener beteiligt. Tukaj niso bili udeleženi ne Marija, ne ti služabniki. Aber wir fragen uns, Mi se sprašujemo, wäre das Wunder geschehen ohne diese vorbereitenden Schritte? ali bi prišlo do tega čudeža brez teh predhodnih korakov? Der Glaubensgehorsam geht so vor sich. Poslušnost v veri ali z vero gre takole: Vertrauen in Jesus, zaupanje v Jezusa, die vorbereitenden Schritte, die ich tun kann, tun, pripravljalni koraki, ki jih lahko naredim, da jih naredim, und dann vollbringt er das Gehorsamswunder. in tedaj bo on pripeljal do čudeža poslušnosti. Diese vorbereitenden Schritte Ti pripravljalni koraki können von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. so od primera do primera zelo različni. Wir wollen das nachher noch näher betrachten. Kasneje bomo to si malo pobliže ogledali. Ich möchte noch auf die Frage näher eingehen, welchen Anteil hat der Mensch und welchen Anteil hat Jesus in uns? Še enkrat vprašanje, kateri delež ima človek in kateri delež ima Jezus v nas. Erstens, es geht um unser Vertrauen zu Jesus, Prvič, tu gre za naše zaupanje v Jezusa, der in uns Wollen und Vollbringen bewirkt. ki v nas prispeva in voljo in dejanje. Das heißt, er schafft in uns eine Atmosphäre des Wollens. V nas ustvarja ozračje da hotenja, da želimo, želje. Wir wissen, was zu tun ist, Mi vemo, kaj je treba napraviti. aber er wartet auf unsere Entscheidung. Toda on čaka na našo odločitev. Punkt 2. Drugič, Es ist unsere Aufgabe, die Entscheidung für den Willen Gottes zu treffen. naša naloga je, da mi sprejmemo odločitev za Jezusa. Da Gott unsere Freiheit total respektiert, Glede na to, da Bog popolnoma spoštuje našo svobodo, handelt er erst nach unserer Zustimmung. bo ukrepal šele po naši privolitvi. Er wartet auf unsere Entscheidung. Torej, on pričakuje našo odločitev. Drittens, es ist unsere Aufgabe, Tretjič, naša naloga je, unsere getroffene Entscheidung im Vertrauen zu Jesus auch sichtbar zu machen. da naše odločitve glede na Jezusa naredimo, da so vidne Und in Gehorsamsschritten zu bekunden. in da pravimo te korake naše poslušnosti. Es geht nicht darum, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Torej, gre za to, da ne ostanemo samo sedeti na kavču. Der Mensch tut, was er tun kann, Človek stori to, kar lahko, und dann tut Jesus das große Wunder. in tedaj bo Jezus storil veliki čudež. Viertens, Četrtič, Gott tut den entscheidenden Teil allein, Bog
stori ta odločilni korak sam, und in unserem vorbereitenden Teil, da bi v našem pripravljalnem delu, wenn wir im Heiligen Geist leben, če živimo po Svetem Duhu, kann er uns noch unterstützen. nas podpiral. Die unterschiedlichen vorbereitenden Schritte. Torej, različni pripravljalni koraki. Maria, die Mutter Jesu, Marija, Jezusova mati, bekommt Besuch vom Engel Gabriel. je bila obiskana strani angela Gabriela, Er sagt ihr, ji pove, der Heilige Geist wird sie überschatten, Sveti Duh bo prišel nad njo sie wird einen Sohn bekommen, in bo dobila sina. und sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. In ona pravi, glej, sem služabnica Gospodova. Sie stellt sich Gott zur Verfügung. In se postavlja Bogu na razpolago. Mehr konnte sie nicht tun. Več od tega ni mogla napraviti. Alles andere hat Gott getan. Vse drugo je storil Bog. Ein anderes Beispiel, die 10 Aussätzigen. Drug primer, 10 gobovcev. Sie riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Oni so kričali, Jezus, učitelj, usmili se nas. Jesus sieht also, sie vertrauen ihm Jezus vidi zaupanje v njih und antwortet, in jim odgovarja. geht hin und zeigt euch den Priestern. Pojdite in se pokažite duhovnikom. Und es geschah, In zgodilo se je, da sie hingingen, wurden sie rein. ko so šli naprej, da so se očistili. Lukas 17, Vers 13 und 14. To beremo v Luku 17, 13 in 14. Da sie hingingen, wurden sie rein. Ker so pa šli, so se očistili. Sind sie durchs Gehen rein geworden? Ali so postali čisti z hojo? Nein, Ne. sie sind deswegen rein geworden, weil sie ihr Vertrauen zu Jesus zum Ausdruck brachten. Zato so se očistili, ker so prikazali svoje zaupanje Jezusu. Indem sie taten, was er gesagt hat. Ker so storili to, kar jim je povedal. Sie haben ihm vertraut, So mu zaupali, sie haben die Gehorsamsschritte gemacht naredili so korake poslušnosti. und Jesus allein hat sie gesund gemacht. Sam Jezus jih je pozdravil. Nehmen wir Naaman als Beispiel. Vzemimo primer Nahamana. Der Prophet sagt ihm, tauch dich 7-mal im Jordan unter, dann wirst du gesund. Prerok mu je rekel, potopi se 7-krat v Jordanu in se boš pozdravil. Naaman ist zornig und wild. Nahaman je bil jezen in divi Er zaradi gibt tega. den Pferden die Peitsche. Je udaril z bičem po konjih Beim ersten Halt sagen seine Diener, in na prvi postaji njegovi služabniki mu pravijo, warum tust du nicht diese Kleinigkeit? zakaj ne bi storil to malenkost? Wenn der Prophet was Großes verlangt hätte, das würdest du machen. Če bi prerok od tebe zahteval nekaj velikega, bi gotovo to storil. Durch dieses gute Zureden S tem lepim nagovarjanjem wird ein bisschen Vertrauen in ihm entweckt, dass er diese Gehorsamsschritte tut. se je v njem razvilo nekaj malo zaupanja, da je lahko storil te pripravljalne korake. Nach dem 7. Untertauchen ist er gesund. Po 7 potopitvi je postal zdrav. Wurde er gesund durch 7 Tauchbäder? Ali se je pozdravil zaradi 7 potopitev? Nein, Ne. er wurde gesund, weil Jesus seine Gehorsamsschritte sah. Pozdravil se je zato, ker je Jezus videl njegove korake poslušnosti Und das ganze Wunder für ihn vollbracht hat. in storil ta celotni čudež. In Bad Aibling, wo ich wohne, V Bad Aiblingu, kjer živim, in der Nähe auf ein Dorf, v bližini neke vasi, lebte nach dem Krieg ein junges Ehepaar. je po vojni živel en mladi zakonski par. Sie waren dort auf diesem Dorf Adventisten geworden. V tej vasi sta postala adventista.
Sie lebten vom Gehalt der Frau. Živela sta od zaslužka žene, soproge. Annemarie war Lehrerin, sie hat dort am Dorf die Schule Njeno unterrichtet. ime je bilo Annemarie in je poučevala na šoli. Rudi fuhr jeden Tag nach München und hat Arbeit gesucht. Rudi, mož, je vsak dan odhajal v München, da bi iskal službo. Eines Tages wurde Annemarie krank, Nekega dne je Annemarie zbolela musste ihre Tätigkeit als Lehrerin aufgeben. in je mogla opustiti svoje dejavnosti učiteljice. Rudi hatte noch immer keine Arbeit. Rudi še vedno ni dobil službe. Sie war schwanger Ona je bila noseča und krank. in bolana. Da sagte sie zu Rudi: Potem je pa rekla Rudiju: Rudi, Rudi, wir haben nur noch 6 Mark. Rudi, ostalo nama je samo 6 mark. Außerdem haben wir noch in einem Umschlag Geld, das Gott gehört. Razen tega imamo še v eni ovojnici denar, ki pripada Bogu. Rudi, Rudi, wenn unser Geld alle ist, če je denar vse, kar imamo, werden wir versucht sein, von Gottes Geld zu nehmen. smo sedaj preizkušani, da si vzamemo od Božjega denarja. So wird das Beste sein, wenn wir es nicht im Haus behalten. Zato je najbolje, da ga ne držimo v hiši. Wenn du mit dem Morgenzug nach München fährst, Ko boš jutri se peljal z jutranjim vlakom v München, nimm es mit und bring es der Schatzmeisterin der Vereinigung. vzebi seboj in odnesi k blagajničarki konference. Nur noch 6 Mark. Samo še 6 mark. Sie taten das. In sta storila tako. Die Schatzmeisterin fragte Rudi: Blagajničarka je vprašala Rudija: Wie geht's euch? kako je vama? Und er erzählte es. In je povedal. Da sagte die Schatzmeisterin: Potem je pa rekla: Warte doch mal einen Moment. počakaj trenutek. Sie telefonierte Je telefonirala, mit einer Glaubensschwester, poklicala je neko sestro, die telefonierte mit ihrem Mann, der Da- nicht in der Gemeinde war, je pa poklicala svojega moža, ki sicer ni bil vernik, aber eine leitende Stellung in einem Unternehmen hatte. pa je imel je pa vodilni položaj v nekem podjetju Und die sprachen darüber. in sta se pogovarjala o tem. Und der Mann unserer Schwester entschied, der Mann soll kommen, ich stelle ihn ein. Mož te naše sestre se je odločil, naj ta pride k njemu. v službo. Eine halbe Stunde nachdem er den 10. abgegeben hatte, Torej, pol ure po tistem, ko je oddal svojo desetino, hatte Rudi nach Monaten eine Stelle je gefunden. po dolgih mesecih Rudi imel delovno mesto, službo. Durch Rudi und sein Sabbathalten hatten sie in der Firma einige besondere Erlebnisse. Zaradi Rudija in njegove zvestobe držanju sobote so imeli kar nekaj izkušenj v tem Weil podjetju. aber Gott in jedem dieser besonderen Fälle eingegriffen hat zugunsten von Rudi, Ker pa je Bog vedno posegal v prid Rudija, wurde der Mann unserer Schwester auch Adventist. je tudi mož te sestre, ki mu je torej službo uredil, postal adventist. Ja, obwohl sie finanziell am Ende waren, Da, čeprav sta bila finančno na dnu, hatten sie Gott den 10. gegeben. sta dala desetino Bogu. Und dann tat Gott das Wunder. In tedaj je Bog storil čudež. Auf Guam Na Guamu gibt es ein Touristikunternehmen. obstaja eno turistično podjetje. Die beiden wurden mit der Adventbotschaft bekannt. Ti Biden, Ein Ehepaar. torej lastnika tega turističnega podjetja sta bila adventista, Die Frau ließ sich taufen. torej sta postala, adventista, gospa se je dala krstiti, Der Mann wagte es nicht, mož si pa ni upal, weil der Sabbat der Hauptgeschäftstag war. zato ker v turizmu je sobota glavni poslovni dan. Ein Jahr nach seiner Frau Eno leto po svoji ženi ließ er sich im Januar 2004 taufen. se je tudi on januarja 2004 krstil.
Zuvor hat allen Kunden mitgeteilt, Predtem je vsem svojim strankam povedal, dass sie jetzt jeden Samstag geschlossen haben. da od sedaj naprej vsako soboto imajo zaprto. Die Hotels haben alle gesagt, dann müssen wir den Auftrag der Konkurrenz geben. Potem so hoteli rekli, potem moramo pogodbo prenesti na konkurenco. Torej Sein Personal hat es als Todesurteil der Firma empfunden. Njegovo osebje je ugotovilo to, da je to praktično smrt podjetja. Lassen wir unseren Bruder selbst sprechen. No, pustimo, da nam naš brat sam pove. Ich erinnere mich noch an den ersten geschlossenen Sabbat. Spominjam se še vedno prve sobote, ko smo bili zaprti. Wir schalteten am Freitag unser Telefon auf automatischen Anrufbeantworter. V petek smo vklopili odzivnik na našem telefonu. An diesem ersten arbeitsfreien Sabbat Te prve svobodne sobote brez dela, torej ko nismo delali, änderte sich ganz unerwartet das Wetter. se je vreme čisto nepričakovano spremenilo. Und es regnete den ganzen Tag in Strömen. Tako je deževalo ves dan, nalivi so bili. Abends stellten wir fest, Zvečer smo ugotovili, dass der Anrufbeantworter voll war mit Buchungen für den Sonntag. da je odzivnik bil poln torej upisov za nedeljo. Über die nächsten 6 Monate Naslednjih 6 mesecev verhielt sich das Wetter immer nach diesem Muster. se je vreme vedno po istem vzorcu vedelo. Schönes Wetter freitags, Lepo vreme po petkih, fürchterlicher Regen am Sabbat strašni dež ob sobotah und schönes Wetter an Sonntagen. in spet lepo vreme ob nedeljah. Gott sorgte für uns. Bog je poskrbel za naju. Nach einem halben Jahr hatten sich alle daran gewöhnt. Po polovici leta so se vsi že navadili na to. Was war? Sie haben den vorbereitenden Schritt gewagt. Torej, kaj se je zgodilo? Oni so si upali napraviti pripravljalni korak. Alles andere musste Gott tun. Vse drugo je bilo na Bogu. Unser Bruder hat mit seinem besten Kunden, mit einem japanischen Reiseunternehmen verhandelt. Naš brat se je pogajal z svojim najboljšimi strankami, z enim podjetjem na Japonskem. Hatte ihnen im Voraus mitgeteilt, dass sie also jetzt samstags geschlossen haben. In jim je že vnaprej povedal, ker bodo pač ob sobotah zaprti. Da sagte der Verhandlungsführer dort, Potem je ta pogajalec od tam rekel, ich kann das allein nicht entscheiden. jaz o tem ne morem sam odločati. Bitte lassen Sie mich etwas beraten mit meinen Kollegen. Pustite mi, da se malo s kolegi o tem pogovorim. Dann kam er und sagte, Potem je prišel in rekel, wir haben uns entschieden, bei Ihnen zu bleiben. odločili smo se ostati z vami. Alle Leute, mit denen wir es zu tun haben, denen geht es nur ums Geld. Vsi ljudje, s katerimi imamo opravka, jim gre samo za denar. Sie sind der Erste, der nach Grundsätzen handelt. Vi ste prvi, ki se obnaša po načelih. Wir bleiben bei Ihnen. Ostali bomo z vami. Gott kann Dinge tun, die wir nicht tun können. Bog lahko stori stvari, ki jih mi ne moremo. Ellen White sagt Ellen White pravi in Christi Gleichnisse, v knjigi Kristusove prilike, in dem der Wille des Menschen ko se človekova volja mit dem Willen Gottes zusammenwirkt, združi z Božjo voljo, vermag alles. zmore vse. Alles, was auf Gottes Befehl getan werden soll, Vse, kar je treba storiti po Božjih nalogih, kann auch in seiner Kraft getan werden. se lahko tudi v njegovi moči napravi. Alle seine Gebote sind Befähigungen. Vse njegove zapovedi so ukazi.
Warum ist der Gehorsam in unserem eigenen Interesse? Zakaj je naša poslušnost v našem interesu? Unser Herr hat dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten folgendes Wort gegeben. Naš Gospod Bog je Izraelcem, ko so izhajali iz Egipta, dal naslednje navodilo. Es ist berichtet in Jeremia 7, Vers 23. V Jeremiju 7, 23, sem pravilno rekel, 23. Gehorcht meinem Gott, so will ich euer Gott sein. 7, 23. Und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite po sej poti, ki vam jo zapovedujem, da vam bo dobro. Wozu ist der Gehorsam wichtig? Zakaj je pomembna poslušnost? Dass es uns wohlgeht. Da nam gre dobro. Gottes Ordnungen sind aus totalem Überblick Gottes geschaffen. Božji ukazi, Božje uredbe so popolnoma narejene iz Božjega vidika, aus seiner großen Weisheit po njegovi veliki modrosti und aus seiner großen Liebe. In zaradi njegove velike ljubezni. Hat alles zu unserem Besten geordnet. Vse je uredil za naše najbolje. Auf dass es euch wohlgehe. Da nam bo dobro. Ali da vam bo dobro. Erinnern wir uns an die eherne Schlange? Ali se spominjamo še tiste kače, katerega snovi je bila, medeninaste kače? Bronaste. Wer von der Schlange gebissen war, tisti, ki so jih kače pičile, sollte auf diese kupferne Schlange schauen. Je moral pogledati na to bronasto kačo, tisto bronasto kačo. Unmöglich. Nemogoče. Aber Gott hat es gesagt. Vendar Bog je to naročil. Wer es getan hat, kdo je tako storil, wurde gerettet. Je bil rešen. Wer selber so schlau war und es nicht gemacht hat, ki je bil sam preveč pameten in ni naredil takole, der musste sehen, wo bleibt. Je moral videti, kako se bo končalo. Der Mann, mož, der den größten vorbereiteten Auftrag hatte, ki je imel največjo nalogo, war Noah. Največjo pripravljalno nalogo je bil Noaj. Noah hat 120 Jahre. Noe je 120 let seine Zeit, seine Vermögen, seine Mitarbeiter, seine Familie beschäftigt mit der Arche. Svoje imetje, vse, kar je imel, svoje sodelavce, vse je to posvetil poslu oziroma delu z tole ladjo, na ladji, delu na ladji. Und als die Arche fertig war, in ko je bila ladja dokončana, war Noah pleite. Je Noah bil v stečaju. Nach den Ausrechnungen eines Holzingenieurs in Karlsruhe, po izračunih nekega inženirja za drvodelstvo v Karlsruhe, hat Noah für 5 Millionen Euro Holz verbaut. Je Noe uporabil za 5 milijonov evrov torej lesa. Torej les, ki ga je uporabil za ladjo, je toliko koštal. Die vorbereitenden Schritte haben ihn total ruiniert. Pripravljalni koraki so ga popolnoma uničili. Brauchte noch was? Ali je potreboval še kaj? All die klugen Leute, die darüber gelacht haben und ihre Häuser behalten haben. Pametni ljudje, ki so si to opazovali, so še naprej imeli svoje hiše. Sie kamen Oni so pa izginili. Noah und Familie wurde gerettet. Noe in njegova družina so bili rešeni. Viele Menschen denken heute verkehrterweise an die Gebote Gottes nur
im Sinne von Einschränkungen. Mnogi ljudje danes na en napačen način razmišljajo o Božjih zapovedih v smislu omejitev. Dabei sind Gottes Gebote Segensgesetze. Ko so pa Božje zapovedi pravzaprav zakoni blagoslova. Und wir sollten daran denken, Morali bi na to pomisliti, wenn wir nur die vorbereitenden Schritte tun ko mi poduzemamo pripravljalne korake und der eigentliche Gehorsam wird von Christus verbracht, in ko je prava poslušnost pravzaprav Kristusovo delo, dann bedeutet das ja, potem to pomeni, dass der Gehorsam eine Gabe Gottes ist. da je poslušnost Božji dar. Und das bedeutet, To pomeni, dass wir allen Grund haben, Gott dafür zu danken da vsi imamo razlog, da se zahvalimo Bogu. und dass es uns bewahren kann vor zwei Irrwegen. In da nas bo to varovalo pred dvemi napačnimi potmi, torej pred dvema lutanjima, kako bi rekli. Einmal vor der billigen Gnade. Prvič od pocenske milosti. Viele unserer Mitchristen glauben, Gott liebt uns. Mnogi naši sokristjani verujejo, Bog nas ljubi. Die Gebote kann man sowieso nicht halten, die sind abgeschafft. Postave itak ne moremo pač se pridržavati, ker je ukinjena. Wir lieben Jesus, wir sind Mi gerettet. ljubimo Jezusa in mi smo rešeni. Sie werden ein böses Ende nehmen. Čaka jih hud konec. Aber wenn wir erkennen, dass der Gehorsam eine Gabe Gottes ist, Ko pa mi spoznamo, da je poslušnost Božji dar, dann bewahrt er uns auch vor der anderen Falle, potem nas tudi varuje pred drugo pastjo. vor der Werksgerechtigkeit. A to je o pravičnosti z deli. Gehorsam ist eine Folge unserer Vertrauensbeziehung zu Jesus. Poslušnost je pravzaprav posledica našega zaupnega odnosa z Jezusom. Aber dass der Gehorsam notwendig ist, ist ja ganz klar. To, da je poslušnost potrebna, nam je popolnoma jasno. Oder denkt ihr, wenn ein Dieb sich bekehrt, Ali mislite, če se neki, recimo, tat pokesa, dann kann er weiterhin von Diebereien leben? da potem še naprej lahko živi od svojih tatvin? Gott erwartet und hilft uns zur Änderung. Bog pričakuje od nas in nam jo pomaga do spremembe. Es geht darum, uns mit unserem Leben in die Hände Gottes zu geben, Gre za to, da se v svojem življenju izročimo Bogu, der uns den besten Weg führt, jeden Einzelnen, der für ihn möglich ist, ki za nas ima najboljšo pot, ki je za nas možna. und der uns sagt in 3. Johannes Vers 2, In v 3. Janezu, drugi vrstici pravi, ich wünsche dir, dass es dir in allen Stücken wohl geht želim ti, da ti je vsem dobro, und du gesund seist, ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo vsem dobro in bi bil zdrav, so wie es deiner Seele kakor wohlgeht. gre dobro tvoji duši. Ich möchte schließen mit dem Apostel Johannes. Rad bi zaključil z apostolom Janezom. Über ihn steht in Weg zu Christus: V knjigi Pot Kristusu je zapisano, von Tag zu Tag iz dneva v dan wurde sein Herz näher zu Christus gezogen. je Kristus njegovo srce privlačil bližje k sebi. Bis er zuletzt Dokler na koncu in der Liebe zu seinem Meister iz ljubezni do svojega učitelja das eigene Ich verlor. je ostal brez svojega lastnega jaza. Seine anmaßende Njegova prilična und ehrgeizige Gemütsart verschwand in njegova samovšečnost sta izginila.
Der erneuernde Einfluss des Heiligen Geistes gab ihm ein neues Herz. Obnavljajoči vpliv Svetega Duha mu je podaril novo srce. Die Macht der Liebe Gottes bildete seine Naturanlagen gänzlich um. Moč Božje ljubezni je njegove naravne nagnjenosti popolnoma spremenil. Dies ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit Jesus. To je rezultat občestva z Jezusom. Wohnt Christus in unserem Innern, Če Kristus živi v naši notranjosti, dann tritt auch eine gänzliche Veränderung unseres Wesens ein. tedaj se pokaže tudi celovita sprememba našega bitja. Der Geist Jesu Christi Duh Jezusa Kristusa und seine Liebe erweichen das Herz, in njegova ljubezen omehčajo srce. demütigen uns Naredijo ponižne und erheben unsere Gedanken und Wünsche in den Himmel zu Gott. povzdignijo naše misli in želje v nebesa Bogu. E.G. White sagt, Ellen White pravi, der Herr hat es so bestimmt, Gospod je tako uredil, dass jede Seele, die sein Wort gehorcht, da vsaka duša, ki posluša njegovo besedo, seine Freude, svoje veselje, seinen Frieden svoj mir, und seine beständige Kraft haben sollte. lahko ima tudi stalno moč. Torej svoj mir, svoje veselje in stalno moč. Gott schenke uns allen viel Freude Bog naj nam vsem podari veliko veselja in einem Leben v in der življenju, Kraft des Heiligen Geistes, v moči Svetega Duha, in einem freudigen Gehorsam. v veseli poslušnosti. Amen. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Molimo, stoje. Unser Vater im Himmel, Naš nebeški Oče, wir danken dir, hvaležni smo ti, dass Jesus in uns den Gehorsam vollbringt, da Jezus v nas izvede poslušnost, izpelje poslušnost. und dass er uns in unseren vorbereitenden Schritten noch begleitet. In da nas tudi spremlja v naših pripravljalnih korakih. Wir bitten dich, Herr, Prosimo te, Gospod, hilf uns im vollen Vertrauen, pomagaj nam v našem popolnem zaupanju, dir täglich unser Leben neu anzuvertrauen. da ti vsak dan znova zaupamo svoja življenja. Mit allem, was wir sind und haben, Z vsem, kar smo in imamo, mit der Willigkeit, deinem Gotteswort in allem zu folgen, z voljnostjo in pripravljenostjo, da sledimo tvojo Božjo besedo vsem. und auch dem, was du uns durch deinen Geist persönlich sagst. In tudi tistemu, kar nam tvoj duh osebno pravi. Habe Lob und Dank, dass die Nachfolge in deiner Kraft geschieht und nicht in unserer. Naj ti bo slava in hvala, da se to dogaja v tvoji moči in ne v naši. Vater, schenke du deinen Heiligen Geist. Oče, podari nam svojega svetega duha. Schenk eine Erweckung in unserer Gruppe hier, Podari nam prebujenje v tej skupini tukaj, in ganz Slowenien kakor tudi v celi Sloveniji und weltweit. in po širnem svetu. Wir danken dir im Namen Jesu. Hvaležni smo ti v Jezusovem imenu. Amen. Amen. Wir wollen noch mal Platz nehmen, Lahko se spet usedem. fügen. Lahko bi dodal eno in dve besedi. Diese Stunde To uro, ist nicht enthalten in der Broschüre, die torej ihr to bekommen habt. predavanje, ki smo ga imeli sedaj, se ne nahaja v tej knjižici, ki ste jo dobili. Sie sind Deutsch und Englisch auf der Seite Schritte zur persönlichen Erweckung.info oder auf der englischen Seite Steps to Personal Revival.info. Torej, nahaja se v nemški in angleški izdaji te knjige. Slišali ste, na katerih, da zdaj ne ponavljam,
v internetnih straneh, sicer pa lažje najdete to internetno stran v knjižici, samo malo bi vam pokazal, kje je to. Malo mi daš, Olga? Nahaja se, torej, če odprete te platnice, ki so trše, potem prva mehka stran, tu, kjer piše prevodi, o prevodih, tu je lepo navedena ta spletni naslov v nemščini in angleščini. Tako, torej, tu. Und das Zweite, Drugič, meine lieben Geschwister, ich bin jetzt 49 Jahre Prediger. dragi brati in sestre, jaz sem sedaj 49 let pridigar Und ich beobachte, in opazujem, dass es immer schwieriger ist, Prediger zu sein. da je vedno čedalje težje biti pridigar. Durch den Individualismus, der heute herrscht. In to zaradi tega individualizma, ki sedaj prevladuje. Ich habe manchmal den Eindruck, die eine oder andere Gemeinde gleicht einem Sack voll Flöhen. Včasih imam vtis, da ta ali ona cerkev je podobna vreči polni boh. Deswegen möchte ich euch alle von Herzen bitten, Zato bi vas zdaj iz srca prosil, unterstützt eure Prediger, podpirajte svoje pridigarje, betet für sie, molite za nje, macht ihnen nicht unnötige Schwierigkeiten ne delajte jim nepotrebnih težav und wartet nicht, dass sie alles tun. in ne pričakujte, da bodo oni vse naredili. Wir sind alle in die Nachfolge Jesu gerufen. Vsi smo pozvani za to, da hodimo za Jezusom. Es ist unsere Aufgabe, für jeden Einzelnen mit Gott vorwärts zu gehen. To je naša naloga, da z vsakim posamezno gremo za Boga naprej. Und für diesen Bereich, den wir besprochen haben, das Leben im Heiligen Geist, In glede tega področja, o katerem smo se pogovarjali, torej o življenju s Svetim Duhom, übernimm du die Verantwortung dort, wo du bist. ti prevzemi odgovornost tam, kjer si, kjer se nahajaš. Lebe selbst dieses Leben mit Christus im Heiligen Sam Geist. živi takšno življenje s Kristusom po Svetem Duhu, Es wird dir reichlichen Segen schenken. ker ti bo prineslo bogate blagoslove. Es geht bei der ganzen Frage darum, Pri celotnem vprašanju gre za, und das war auch der Grund meiner Ansicht nach, warum Jesus als letztes Wort gesagt hat, in to je verjetno razlog, da je Jezus kot svojo zadnjo besedo rekel, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen boste prejeli Svetega Duha und durch seine Kraft meine Zeugen sein. in po njegovi moči postali moje priče. Warum war das ihm so wichtig, dass das sein letztes Wort war? Zakaj mu je to bilo tako pomembno, da so to bile njegove zadnje besede? Wenn die Gemeinde damals Če bi cerkev tedaj allein in menschlicher Kraft weitergegangen wäre, nastopila naprej samo po človeški moči, dann wäre sie untergegangen. potem bi izginila Ab Pfingsten, po binkoštih, ab der Ausgießung des Heiligen Geistes, po izlitju Svetega Duha kam die große, gewaltige Wende. je prišlo do močnega preobrata Und die Gemeinde wurde siegreich. Cerkev pa je postala zmagovita. Und Ellen White sagt, Ellen White pravi, dass die ursprüngliche Gottseligkeit, izvirna pobožnost, die in der apostolischen Zeit war ki je obstajala v apostolskem času und seit dieser Zeit nie mehr, in po tistem času nikoli več, dass Gott das am Ende der Zeit wieder herbeiführen will. da bo Bog ob koncu časa spet uvedel. Und was hat die apostolische Zeit bestimmt? A kaj je določilo apostolski čas? Leben und Dienst im Heiligen Geist. Življenje in služba po Svetem Duhu. Gott will das heute tun.
Bog želi to storiti danes. Gott schenke Gnade, dass wir das alle gut verstehen Bog naj nam da milosti, da vsi to dobro razumemo und dass wir ihm voll zur Verfügung stehen in da smo mu popolnoma na razpolago. und Prediger und Gemeinde von ganzem Herzen zusammenarbeiten. In da pridigari in cerkve iz celega srca skupaj delujejo. Amen. Amen.